An unserer spezieller Sendung sind wir heute zum Monnerich, nämlich am Lasercenter. Und ich meine, du hast schon mehr wie eine Sendung hier im Fernsehkanal Doc gesehen. Aber Alexa, ich meine, Lasercenter, das ist ein Begriff, mittlerweile gehen. Ich meine, durch den Fernseher ist doch viel klarer gekriegt. Erklären Sie mal ein bisschen. Ja, also ich mache das heute schon mal 6 Jahre mit ganz großem Erfolg. Das heißt, Leute kommen bei mir für Optalen mit Firmen. Ich will ihnen die Entzugserscheinungen waschen. Das heißt, sie haben keine Lust für zu filmen. Sie sind noch nicht nervös oder aggressiv oder fangen an, unkontrolliert zu essen. Das ist meine Arbeit. Da meine ich auch noch für aufzuholen. Das geht aber leider nicht bei jedem. Das geht ganz gut bei Leuten, die viel essen, falsch essen. Wenn das nicht der Fall ist, geht das nicht so gut. Und geht aber auch am besten bei den Männern. Geht besser bei den Männern wie bei den Frauen. Ja, aber das ist mal gut zu hören. So, komm, hol mal ein bisschen Geschichte, weil es sind ja viele Leute, die noch gucken, die das mittlerweile schon oft gesehen haben im Fernsehen. Aber wie hast du das Ganze umgegangen? Auf welche Formation muss ich da haben? Also, das Ganze ist so gegangen, ich schon an der Zeit ganz viel gefilmt. Das heißt, ich schon Minimum 3 Pakten gefilmt, wenn ich rausgegangen bin, wir sind in der Feier gehen. Und dann ist mein Papa mit Lungenkrebs gestorben. Und ich habe meinem Papa versprochen, dass ich auf einmal filmen. Aber mein Papa tot war, habe ich noch mehr gefilmt. Und dann habe ich angefangen, dass ich schon spritzen für Luft zu kriegen. Und dann habe ich gedacht, das kann ich ja nicht sein. Alle, komm, du hast versprochen, mach doch. Dann habe ich dann angefangen mit Medikamenten, mit Plostern, mit Hypnose, mit Bücher gelesen, Spritzen am Dauer gekriegt, hat alles nicht gedient. Und dann habe ich gedacht, okay, da musst du eben filmen, bis du stirbst. Und dann habe ich eine Reportage gesehen von einer Frau, die das heute möchte in Deutschland. Und dann habe ich gedacht, alle, du hast alles probiert, du probierst das total auch nach. Wir sind aber nicht bei der Frage gegangen, dass ich gedacht habe, die hilft der Lo. Ich dachte, das wäre doch anderem nicht sein. Wie Alttherapie wird das doch anderem nicht sein. Und ich bin bei der Frage gegangen und ich bin rangegangen und habe gesagt, okay, ich bin nicht. Und die war ein immens Sack dazu gesagt, der braucht gar nicht so überhilflich zu sagen, ich bin nicht. Weil meine Therapie die geht. Ich sagte, okay, Madame, wenn die geht, dann mache ich das doch zu Lützeburg. Und ich muss so, und ich bin da rausgegangen, ich habe mich immer so gefragt, musst du filmen? Und dann habe ich gesagt, ne, okay. So, dann habe ich gesagt, wenn du den Tag packst, dann hast du es gepackt. Ja, bei einem Tag ist es nicht geblieben. 3 Tage im Monat, mittlerweile sind es 7,5 Jahre, wo ich nicht mehr filmen. Und in einem Monat habe ich die Frau gerufen und hier gesagt, ich will das lernen. Ich habe bei ihr gelernt, war zwar immens teuer, aber ich habe nicht viel bei ihr gelernt. Dann habe ich mich noch selber weiter formiert an 2 anderen Instituten. Und ich mache noch selber Formation. Das heißt, ich bilde aber hauptsächlich Doktoren aus. Also die Firma, die Laserin herstellt, haben am Anfang ein Gesicht, das Französisch schwätzt. Sie haben Deutschsprachiger, sie haben Englischsprachiger und ich überhole dann alles, was Französisch schwätzt. Das heißt, hauptsächlich Doktoren. Mehr spielen aber auch Leute aus, die so Quereinsteiger, wie ihr seht, in die keine Ahnung hat, bilden ich auch aus. Mal Alexa, das ist ein ganz Konzert, da gebe ich mir so nicht ein Klient, mehr so einfach als eine Madame, die heilo für ein Mikro hast, die kann auch ein bisschen erzählen, Monique, das hat ganz viel zu erzählen. Ja, ich wollte auf einmal Filme gehen und ich nicht fertig wurde. Und meine Freundin hat einen Flyer an der Bord und hat mir den abgeholt und dann ist mich direkt bei Alexa gemeldet. Und bei ich noch hinkommen, einmal gelesen, nicht mehr angefangen mit Filmen. Was ja natürlich auch wichtig ist, dass das Traitement, wenn ich so sagen kann, geht das weh oder geht das nicht weh? Das Tisch kann mal ein bisschen an unser Körper geht. Also den Tag angefangen, viel Bett abgestanden, gemütlich meinen Tasse Kaffee getrunken, wie immer mit meiner Zigarettchen. Das war die letzte. Ging ich beim Hund trippeln und dem 10 Uhr Wäsche dann bei der Madame Mensch. Und ja, sie hat mich da gelesen, du lässt dich hin und da gehst du schon so Mauer, du, gell? Das spürst du ja gar nicht, das spürst du gar nicht. Und den Effekt noch, den wie hast du noch den Effekt? Gar nicht, also gar nicht. Du fühlst dich tiptop, wenn du da stehst. Ja. Das ist auch flott, dass nicht, dass du uns ein bisschen Geschirr mitbringst, mit dir sonst etwas mitbringst. Kannst du uns ein bisschen erzählen, Monique? Schon hatte ich ein Accident kein Accident mit dem Auto. Ich war angestoßen. Ja. Und da bin ich
und gefragt, hat Angst. Das war ein Schock gehen, gell? Und dann sind nicht weiter mir rausgegangen, just mit dem Hund, was ich schon musste machen. Und meine Freundin hat mir Kommissionen gemacht, und die andere Freundin ist an den anderen Boutique gegangen, das hat mir dumm abgebracht. Und du stand so, das kannst du Frustfressen nennen, gell? Schon Schokolagiers ohne N. Und dann bin ich schon die Missball auf Vogklammen. Dann hatte ich da 97 Kilo. Und dann sind ich alle drei bei Madame Mensch gekommen. Und dort sind wir gelasert. Und noch ein paar Typen natürlich kriegst du dann auch, was du sollst wegstoßen und so. Und hallo, und 15 Kilo aufgekommen. 15 Kilo aufgekommen, das war den November oder Dezember, wo ich war. Auch einmal just. Also da ist jetzt noch kein Schokolade mehr. Ich habe also gut keine Lust auf Schokolade. Das habe ich ja Schokolade. Ja, was passiert da genau? Das heißt, du bist gelasert gehen, wie aufzuhören. An dem Moment blockiert das den Appetit. Das heißt, du weißt... Ob der Schock, aber nicht mehr, ob das ist bei mir, gell? Ja. Weil ich am Anfang nicht mehr, ich weiß nicht, was du sonst nach möchtest, aber alle von mir hat geholfen. Das kein Schokolade, kein Kamelle, nicht mehr so. Muss ich kurios nicht, aber... Nein, hat schon einen Box mal gebracht. Da kann der mal ja, die können da gucken. Ich habe nämlich mein Schaf gerammt, die Lunge nach da dran. Wie ich ausgesehen habe. Da habe ich mich aber daran gedrüttelt, gell, weil das war nicht so gern. Ich habe auch nach, zu gucken, ein Jackett. Das war den Schwarz nach holen, also schon als Wäschgeld. Mir konnte ich da mal luden. Und die Arme natürlich gestrammt. Oh je, oh je. Ja, 15 Kilo, ja. Das macht natürlich ganz viel aus. Ja. Also die heute Stecker, die haben wir ganz bestimmt als Souvenir. Die bleiben nur daheim. Ja, die haben sie noch, ja. Also bei Monika ist es so, Monika hat nicht so richtig verstanden, was ich gemacht habe. Ich will am Anfang mit meiner Therapie nicht die Entzugserscheinungen weg. Das heißt, die Genischen, die bei mir können, haben keine Lust für zu schwimmen, sind auch nicht nervös oder aggressiv oder fangen an unkontrolliert zu essen. Das ist am Anfang meine Arbeit bei der Raucherentwöhnung. Na, das ist so flott, aber wenn Leute da sind, die eventuell gucken, die so den Wertegang. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn ein Mensch beides kennt, gell, die ruft rund, die sagt, hey, komm ein Lunch, da schwätzt man darüber, oder geht das schon alles auf dem Telefon geschwärzt, guckst du die Person an, lässt ein bisschen erzählen, wie lange das schon filmt, sagen wir mal, wie das genau ist. Also das geht normalerweise so. Die Leute rufen mich an, wenn sie sich dann dezidiert für Abzahlen mit Filmen, rufen sie mich an, und dann holen sie Rendezvous. Sie kommen hin und dann, das ist, was ich sie fragen, ob sie wirklich selber wollen, abhalten mit Filmen. Das ist das Allerwichtigste. Weil wenn einer kommt, zu rufen, Mama, mir schon, weil kann man filmen, und dann meinen sie, es ging durchgehen, wenn sie gegen mit der Kamera kommen. Und die Menschen, die können, die muss wirklich wollen, abhalten mit Filmen, weil sonst geht alle Therapie geht nicht. Das ist das Allerwichtigste, dass die Menschen, die können, dass die wollen. Dann haben wir natürlich auch Silvi, dass du doch ein paar Sachen zu erzählen, also wie das bei ihm so war. Ja, wir hatten ein Haus und wir haben das verkauft. Und ein grosses Haus, das in der Not geholt war, gefilmt. Eben, du siehst überall die Fenster abgestoßen. Das war gut nicht so schlimm. Du hast ein Appartement gekauft. Und wo wir dann am Appartement geplant sind, was abgestanden ist, eine Zigarette gefilmt. Weil ich sie nur mal abgestanden, dass ich nicht schlafen kann. Und dann muss ich um 7 Uhr, was du kommst, es hat so Degulas an dem Appartement, an einem neuen Appartement. Ja, Degulas-Geruch. Da habe ich gesagt, nee, du musst etwas holen, so kannst du nicht 4 Uhr fahren. So, da stand zu meinem Mann, ich gehe am Morgen bei der Alexa, ich gehe mir Schlesere los. Du lachst den. Und er sagt doch zu mir, du kannst gehen. Ich sagte mir, das sind zu, eine Wäschgeheit. Ich rufe dem Alexa an. Ich sagte, Alexa, wie darf ich kommen? Sie sagt, 27. März. Mal los in über 2,5 Jahre, das ist auch gar nicht mehr für mich. Und auch gut kenne ich die nicht mehr. Direkt. Dann hast du eine ganz gute Erfahrung, die du eigentlich hörst. Das heißt, was reinkommt, sind wir mal ganz ehrlich, am Anfang hast du bestimmt gedacht, ja, mein Mann gesagt, das Ding nicht ganz hell, wo du kommst. Hast du wirklich drüber gelebt oder hast du dich überzeugen gelassen, dass du das so gut erklärt hast und dass du auch wirklich, muss ja auch ein bisschen Matro schaffen oder nicht, oder wie hast du das? Also ich wollte abhalten mit Filmen, weil es mich auch geekelt hat. Es hat mich regelrecht auch geekelt zu filmen. Aber weil ich so viel Heieren von Alexa, dass jeder kommt, ich war bei der Alexa schon abgehalten mit Filmen. Und die haben viel gefilmt, gerade so viel wie ich. Ich dachte, du musst das hier packen. Das hier packst du, weil das kann nicht mehr ernst gehen.
Mit deinem Mann, den hat ja nicht gefilmt, oder? Mein Mann hat gefilmt, mit meinem Mann hat einfach so abgehalten. Mein Mann hat eben daran mit Charakter, hat einfach gesagt, fertig, ich schwimme nicht mehr. Fertig. Und ich schon nicht einfach, ich musste den Hilfe kriegen, für zu sagen, du hältst sie überhaupt nicht filmen. Anders, das weiß ich nicht, ob ich gepackt hätte. Sie nicht ehrlich. Ja, bei Silvi ist so, Silvi ist eine alte Schulfreundin von mir, aber wo Silvi bei mir kam, habe ich nicht wirklich gedacht, dass Silvi ging packen. Ganz ehrlich. Mehr wie der Herren hat Silvi heute schon 2,5 Jahre gepackt. Da passt du ganz stolz auf Pat. Da hast du dann eine ganz positive Erfahrung, die du gemacht hast. So, lo kommen wir dann zu dem Aspekt, nämlich die Leute, die lassen sich lesen. Du willst du dann noch immer, dass Leute sollen doch ehrlich mit der sehen, so ein Tod geholfen oder Tod nicht geholfen. Wenn die Leute dann noch anrufen Telefon und sie so, na, man kann ich bis Lunch kommen, schon bis mit der schwätzen, tut noch nicht so zugegriffen. Wie hast du das Funktionament oder den Aspekt, wie das dann noch weitergeht? Also, wenn es bei irgendjemandem nicht klappt oder schlecht klappt, sind nicht selbstverständlich da, für Not zu lesen oder für Neumut zu lesen, das ist am Großen und Ganzen gut kein Problem. Also, ich bin da für meinen Klienten, ich bin normalerweise auch 24 auf 24 Stunden zu erreichen. Das heißt, wenn ich herausgehe, ich habe nicht auf dem Handy, aber wenn ich ein Problem hat, kann ich mich jederzeit rufen. Ich meine, mehr kann ich den Leuten nicht schwätzen. Das hast du ganz klar an Jacques, den doch vieles erzählen. Ah ja, ich war mit meiner Madame und wir haben zusammen das machen gelassen. Und ich muss so für 3 Jahre das machen gelassen, schon dünn und nicht mehr gefilmt. Da dehnt sich, der Alexa hat gesagt, wenn die Impression hat, wir sind Mauern runtergegangen, direkt rufen. Du krutsch nach Nobäckech net Reker geméter vun do aus hat ech nie mé de Besoin fir eng Zigarett ze fëmmen. Also effektiv die Gloch die war komplett focht, dat hecht die Suchtrezeptoren, die einfach blockéiert ginn an Schmengen, dat tut mir an dem sinn Grolle fir dat Gangbecken. Och an de Kaffee ragoen, wo déiäit nach gefëmmt ginn ass, dat hunn Spill mir gestéiert. Heinz du gestank hat mech do gestéiert. Aber wann en neef drnne Stung eng ze fëmmen oder so, dat so gut den Dampen rich nach Heiz der Gerwer kein gepacken. An der Fast loss me so Leser as dann donno so, dat se noch eventuell bisssen nervös, also da sind vielleicht wie sind Wirkungen do. Also dat hicht wann den Lo ofes heem könnt, den Dach donno, die Dich die Donno kommen, wat passeiert du bei engem selber? So bei mir war so den nächsten Tag hun net viel gemerkt, den zweiten Tag, dritten Tag aus Glasgangen, wo ich ein bisschen nervös gesinn. Und da war effektiv so wie der Alexa gesagt hat, kom ein gelacht, nobäckech gemerkt von da so nie mit Problem. Ja, beim Jacques war es so, der Jacques war heimat senger Frau. Bei seiner Frau ist direkt gegangen, aber beim Jacques hat denke ich noch gelesen gehen, das heißt nur, ich meine nur 2 Tage, dass er rumkommt und ich ein bisschen noch gelesen und dann war alles an der Reihe. Das könnt ihr halt hier, das gehört zu meinem Beruf. Das könnt 4 und das ist auch gut kein Problem. Da war das schon ganz gut fand. Bei der du hast eine ganz positive Ausstrahlung, das will ich dir mal ein Kompliment machen. Merci. Nee, wirklich, steht dir direkt so ein ganz gutes Gefühl, auch von mir auf mit der Kamera rein, da kommen sie mir direkt das warmes Gefühl, wie in einem Fangen geht. Wir kommen ein bisschen zurück für die Leute, die eventuell noch gucken, der sieht bei ihrem Bildschirm und der will eventuell Informationen kriegen. Komm, ich stelle nur mal ein bisschen global, Alexa, ein bisschen den Lasercenter heute zum Morgen ein bisschen für. Der sieht schon jetzt Jahren high, du bist schon jetzt Jahren high, wenn den so kann. Erzähl mal ein bisschen, was der genau sieht, also was du genau high musst, und was Leute musst du machen, wenn sie wollen in dich kommen. Also hauptsächlich meine ich schon Raucherentwöhnung zu 80%, 20% meine ich auch Gewichtsreduktion. Das wie gesagt, das geht nicht gerade bei Jitfrängen, das geht nicht so einfach wie Raucherentwöhnung. Raucherentwöhnung geht ganz einfach. Et muss wie gesagt de wëllen hunn, wann en sech desideiert huet, trifft de me schon an dem Nummer 26 17 50 23. Di könnt doch gerne kommen enke Lunch kommen fir nëmmen eng Informationssitzung, dé es gratis, dat kascht neicht. Mit die Meeschtleit kommen fir sech informieren zu lassen, an der gise direkt no gelesert. Eng Internetseite gët natürlich auch Alexa. Ja, www.lasercenter.lu. Alles an eng Wut. Da kann man können zum Aspekt, wo Zing Leiit, wieviel mal reiert dat? Also von Zing Leiit geht es aber nicht mal. Ja. Wann ich auch auf dieser Platz merken, also mein Reussit also so heiß,
weil ich nicht schifreien unwollen. Das heißt, wenn die Leute bei mich kommen und ich merke, dass sie nicht bereit sind, schicke ich sie heim. Weil das tut keinen Wert für ihn zu lesen und der nicht bereit ist. Der kann gerade so gut den Sohn holen und so einen Drecksfisch rein. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich die heimschicke. Heinz, du siehst gleich zwar Rosen mit mir, oder Heinz, du siehst auch Frau. Aber das geht nicht. Also das will ich nicht, weil das gibt für mich nicht mehr negativ Reklam und das brauche ich nicht. Ja, dat fand ich mal gut, dass direkt mal eierlich mat Neners und mat Lei. Ders am Ufang ist doch gesot sind net mé Männer sind mir Frauen die herkommen. Also ich ging so ein Teil zu Jean wo, also 50-50 ging ich so. 50-50. Mein Klienteller so ab 35 Euro. Ich schon auch oft, aber oft. Ich schon auch Jungkleid, was mich immer empfreit, war noch Jungkleid zu dezidieren. Mit die sind aber an der, also nicht so, das nicht so heiß. Das Ganze dauert viel lang. Also, das dauert ungefähr 1 Stunde. 3-4 Stunden bis 1 Stunde. Das heißt, wir haben 20 Minuten bis eine halbe Stunde für Gespräch. Das hängt davon ab, wen an schwätzen könnt. Und dann die Leserin und sich dauert eine halbe Stunde. Ja, was ja ganz flott ist, das ist, wenn du Situationen sind, du ja hier, wo 10 Leute, da sind dann nicht, die sagen, dass also man 5 mal auffallen, das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Aber das mir ja da am Anfang auch gesagt, das finde ich ganz sympathisch, fand das nicht wie, wenn ich bei einem Doktor geht, dass ein Kehr geht 2-mal, geht 3-mal, geht 4-mal, an der 5. Kehr auch noch ein Kehr. Bei der ist es einfach so, du hast am liebsten die Leute, die da kommen, die gelesen gehen, und die du dann noch so auf dem Telefon zurückkehrst, die dir da ganz einfach so ja, das ist gut. Ja. Und nicht die Leute, du musst ja keine Stammklientel haben, wo du siehst, die Leute können nur purmal kommen oder man nicht purmal, so als bei denen. Nee. Das geht an enger Kehr, als das normalerweise. Also nun, die Leute, die müssen noch gelesen gehen, wie der Jacques, aber das ist aber selten. Das ist ganz, ganz selten, dass die muss noch gelesen gehen. Ja. Alexa, das war ein ganz liebes Gespräch, was wir mit der hatten, wie der bei einem Bildschirm, wenn der eventuell daran interessiert ist, dann der will Informationen kriegen, das fand ich immer ganz flott. Ich meine, da geht es in den Telefonnummer an Alexa, die kannst du sagen. Das ist der 26 17 50 23. Sie sind noch meistens immer selber am Telefon. Okay, so merci für ein Interview. Merci. Sound and Media Productions, making communications exciting.